da vstopanje cerkvenih ustanov na gospodarsko področje vedno zbuja tudi nasprotovanje, je stara stvar. Pred bogato cerkvijo so svarili že v 4. stoletju. Zanima me vaš pogled, kako danes uskladiti to navidezno nasprotje med bogato cerkvijo in seveda, ali je to nasprotje res samo navidezno. Man muss den Reichtum der Kirche in zwei Seiten sehen. Dass die Kirche die Kunst gepflegt hat, dass schöne Kirchen entstanden sind, ich denke, das ist durchaus ein Segen für die Menschen. Denn die Schönheit macht etwas mit den Menschen. Dostojewski, der russische Dichter, sagt, Schönheit wird die Welt retten. Also etwas Schönes anzuschauen, tut auch den Menschen gut. Schlecht ist es immer, wenn die Kirche Reichtum nur für sich benutzt, damit angibt oder eben, dass man nur selbst das Leben genießt. Reichtum verpflichtet für die Menschen und die Kirche sollte eben den Reichtum, wenn sie überhaupt reich ist, so reich ist sie, glaube ich, auch nicht mehr, dass sie dieses Geld auf jeden Fall sinnvoll einsetzt und eben mit Fantasie Projekte macht. Ich habe vielleicht letzte Woche erst ein Gespräch gehabt mit einer Bank und die hat zusammen mit der Deutschen Entwicklungshilfe ein Projekt ausgelegt, einen Fonds aufgelegt, wo die Landwirtschaft in Afrika gefördert wird. Aber nicht einfach, wo Geld gegeben wird, sondern wo Produzenten, Konsumenten, Lieferanten, die Firmen, die Infrastruktur, alles miteinander verbunden ist. Die Entwicklungshilfe hat erlebt, dass ihr Geld ins Leere geht. Und jetzt macht sie es privatwirtschaftlich, sie gibt Geld und die Firmen machen mit. Und so ein kooperatives Zusammenwirken von verschiedenen, das bringt etwas, das bringt Hoffnung in ein Land, das bringt Klarheit in ein Land. Und ich denke, das wäre so eine Chance, was die Kirche vielleicht auch hier in Slowenien machen könnte, neue Ideen zu finden, wie können wir Menschen miteinander verbinden, die Konsumenten und Produzenten, die Armen und die Reichen und die Bauern und die Landwirtschaft und die Verbraucher. Also da Fantasie zu entwickeln, das wäre für mich die Aufgabe, den Reichtum der Kirche sinnvoll auszunutzen. Ich bin nicht dafür zu sagen, man soll alle Kunstwerke im Vatikan verkaufen und den Armen geben. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber damit wird die Kultur und der Segen, das für die Menschen erleidet, auch Schaden. Torej, glede bogatstva cerkve, po eni strani je cerkev zmeraj podpirala umetnost, ustvarjala in to je tudi velik blagoslov za ljudi. Dostojevski je povedal, da bo prav lepota rešila svet. Ampak menim, da je slabo, če se bogatstvo obdrži samo za enega človeka, za eno podjetje, če ga obdržimo zase. Cerkve menim, da niso več tako bogate, kot so bile nekoč, ampak kljub temu je dobro, da investirajo v razne projekte. Prejšnji teden sem, na primer, bil na banki in ta je sodelovala pri projektu skupaj z organizacijo za pomoč pri razvoju in ustanovili so projekt v Afriki. In
To pa so naredili tako, da jim niso dali le finančnih sredstev, ampak so jim pomagali vzpostaviti infrastrukturo, dobavo, prodajo, torej vse deležnike so med seboj povezali. In ta organizacija za pomoč pri razvoju je imela v preteklosti sicer slabe izkušnje, ampak sedaj so to spremenili. Ne dajo jim samo denarja, ampak jim pomagajo zgraditi infrastrukturo. In tukaj menim, da obstaja še velik potencial, morda tudi v Sloveniji, torej da se ljudi poveže, da se poveže bogate in revne ponudnike in kupce. Cerkev ima to ključno vlogo povezovanja, ampak nisem pa zato, da bi naj cerkve prodale vso umetnost, vse dobrine in razdelile to bogatstvo revnim. To ne bi k ničemer pripomoglo. Kot ekonom, kot benediktinski ekonom, ki že 35 let opravljate to službo, nam daste en brezplačen nasvet? Da ga zjam prah, ja. Gut, für mich ist das Wichtigste, dass ich ein Vertrauen schaffe, dass die Menschen gerne arbeiten, dass sich angesehen fühlen, wertgeschätzt fühlen. Das Zweite ist, dass ich fantasievoll mit Geld umgehe, dass ich nicht die Menschen auspresse und sie überfordere, sondern durch das Geld, durch den kreativen Umgang mit Geld eine Atmosphäre schaffe, die die Menschen nicht überfordert. Und also den Mut, kreativ zu sein. Ich habe natürlich auch andere Ökonomen begleitet und da erlebe ich oft Ängstlichkeit. Ängstlichkeit, dass man ja nur für sich zurechtkommt. Weder Gier noch Ängstlichkeit sind gute Ratgeber. Nur das Vertrauen und die Kreativität und dass Gott das Werk unserer Hände segnet für die Menschen. Das ist für mich wichtig, wenn einer mit Geld umgehen will. Und dass er eine innere Freiheit hat, dass er sich selber nicht, ich gehe mit viel Geld um, aber es berührt mich nicht. Also ich definiere mich nicht vom Geld, sondern es muss für mich stimmen, für das Kloster, aber persönlich ist Luxus für mich kein Thema, weil da bin ich viel zu einfach aufgewachsen. Und das ist, glaube ich, wichtig, die innere Freiheit dem Geld gegenüber. Jaz želim predvsem dajati upanje, želim, da se moji uslužbenci dobro počutijo, da ustvarim klimo kreativnosti in zadovoljstva. Z denarjem pa moramo upravljati z domišljijo in ustvarjalnostjo. Ljudi ne smemo nikdar preobremeniti ali pripomoči k temu, da bi se počutili nevredne. Velikokrat sem doživel, da je druge ekonome strah. To pa ni dobro. Tako pohlep kot tudi strah nista dobra. Le zaupanje in ustvarjalnost, Božji blagoslav ter notranja svoboda, to so ključni vidiki dobrega upravljanja. Mene osebno se denar ne dotakne bistveno, čeprav veliko upravljam z njim. Nekega luksusa nikakor ne potrebujem. Potrebujemo le notranjo svobodo, da lahko dobro upravljamo z denarjem. Ampak vseeno vas bom vprašal še za en brezplačen nasvet kot ekonoma, in sicer za upravljanje cerkvenega premoženja v Sloveniji. Slovenska cerkev je dobila vrnjenega z denacionalizacijo kar nekaj posestev, nepremičnin in gozdov. Kaj so tri največje skušnjave
pri takšnem premoženju in kako jih premagati. Gut, wenn die Kirche Besitz hat, dann ist es eine Chance, dass sie mit dem Besitz gut umgehen kann. Die kann die Wälder zum Beispiel ökologisch bewirtschaften, die kann Vorbild sein für die anderen Waldbesitzer. Sie kann mit Häusern sozialen Wohnungsbau machen oder wie auch immer. Sie kann da neue Projekte machen. Das andere, die hat sicher auch finanzielles Geld und auch wie ich das Geld anlege, damit habe ich auch einen Einfluss auf die Wirtschaft. Es gibt heute ethische Geldanlagen, es gibt ethische Ratingagenturen, die die Firmen nach ethischen Gesichtspunkten beurteilen. Und wenn ich die Aktien von diesen Firmen kaufe, habe ich auch als Kirche eine finanzielle Auswirkung auf die Ethik der Firmen. Denn dann kann sich keine Firma mehr leisten, gegen diese Normen der ethischen Ratingagenturen zu verstoßen. Dann werden ihre Aktien nicht mehr gekauft. Und ich denke, dieses Bewusstsein zu schaffen und mit gutem Beispiel vorauszugehen, das hat auch eine Auswirkung auf die Wirtschaft eines Landes. Also wir sind nicht so machtlos, wie manche denken, sondern wir haben Einfluss, indem wir das, was wir tun können, tun. Was ich gar nicht gerne mag, ist die Besserwisserei. Also wenn die Kirche so besserwisserisch tut und meint, sie hätte die Lösung für alle anderen und kapiert es doch nicht, also das ist nicht so gut, sondern im Dialog mit den Menschen bleiben, was anstoßen und auch die Fantasie der Fachleute mitnehmen. Ich habe mit der Bank dieses Projekt ein Stück initiiert, aber wir waren im Dialog und dann kommen auch Ideen, wie man etwas machen kann. Und das würde ich der Kirche wünschen. Če ima crkva veliko posesti, lahko na primer gozdove trajnostno upravlja iz hiš oziroma objektov, lahko naredi socialna stanovanja. Če ima finančna sredstva, lahko dobro premisli, kako bo leti naložila. Obstajajo danes tudi etične naložbe, etične bonitetne agencije in tako lahko bistveno vplivamo na etiko podjetij in pa tudi države same. Moramo biti dober vzor in tako lahko tudi pozitivno vplivamo na državo in na razmere kot take. Česar pa resnično ne maram, pa je, ko cerkev soli pamet drugim. Zmeraj moramo biti v dialogu z ljudmi in tudi prepustiti fantaziji in ustvarjalnosti prosto pot. Tako je bilo tudi v primeru, o katerem sem govoril prej pri teh bankah, pri banki. Presenečen bom, če naše občinstvo nima nobenega vprašanja za vas, pa tako gre. Dane, prosim. Karol Kristan, večkrat sem iz ust krščanskih poslovnežev že slišala, da je vera pa posel nezdružljiva. Kot primer, naprimer, poslovnih pogovorih, da je težko brez laži, da je interes podjetja pred ljubeznijo do bližnjega, se pravi, zakaj dati pošteno plačilo, če glede na veliko brezposelnost lahko plačamo manj. Se pravi, neka dvoličnost pred slabe vesti. Pater Grinec, kako bi vi komentirali tako početje? Hvala za vprašanje. Gre sta uspeh, posel in vera skupaj. Der Glaube ist kein Garant für Erfolg, aber manche Firmen, die sagen auch, das ist ja ganz nett mit den Werten, aber erst kommt das Geld und dann die Werte. Und ich sage umgekehrt. Es gibt in Deutschland das Wort Wertschöpfung durch Wertschätzung. Indem ich Werte schätze, schöpfe ich auch Werte. Und wenn eine Firma weniger zahlt, als sie soll,
dann ist es kurzfristig ein Erfolg, aber langfristig ganz bestimmt ein Schaden. Weil sie wird sich ins eigene, sie wird vielleicht kurzfristig Vorteile haben, aber auf Dauer wird diese Firma keiner wollen. Und ich denke, die Konsumenten und die Firmen stehen in Wechselwirkung. Und irgendwann, wenn die Konsumenten merken, diese Firma arbeitet unehrlich, dann kauft sie davon nichts mehr. Also ich denke, es ist auch unsere Aufgabe, ein Bewusstsein zu schaffen, dass sowas nicht mehr möglich ist. Natürlich versuchen das Firmen immer wieder. Der Glaube ist für mich erstmal ein Getragensein. Und für mich heißt es, an Gott glauben, heißt immer auch an den Menschen glauben. Der Glaube an Gott muss sich ausdrücken im Glauben an den Menschen. Und etwas ganz Wichtiges ist mir, sage ich bei den Firmen immer wieder, Paul Celan, der jüdische Dichter, sagt, es gibt keinen Glauben ohne Sprache und keine Sprache ohne Glauben. Ob ich an den Menschen glaube, erkenne ich nicht an meinen frommen Worten, sondern wie ich mit Menschen, über Menschen und zu Menschen spreche. Vera nikakor ni garant za uspeh, ampak nekatera podjetja so mišljenja, da najprej je pomemben uspeh, potem pa vrednote. Jaz pomenim, da je ravno nasprotno. Najprej morajo biti prisotne vrednote, kome na to lahko pride uspeh. V nemškem jeziku imamo pregovor ustvarjanje vrednosti s pomočjo vrednot. Torej, če ni vrednot, potem podjetje tudi vrednosti nima, oziroma morda jo ima, ampak je le kratkotrajna, na dolgi rok se kaj takega ne obnese. Potrošniki in podjetja so tesno povezana in če potrošniki vidijo, da podjetja niso fair, potem njihovih izdelkov ne bodo več kupili. Vera je zame tu zmeraj neka podpora in menim, da če verujemo v Boga, verujemo tudi v ljudi. Pomemben pa je tudi jezik, saj če brez vere ne bi bilo jezika, brez jezika pa ne vere. In vielen Firmen wird eine kalte Sprache gesprochen, eine kalte Business-Sprache, eine aggressive Sprache, eine bewertende Sprache, eine verletzende Sprache. Ich habe neulich für den Finanzvorstand von Daimler einen Vortrag gehalten, auch über die Sprache, und die waren sehr nachdenklich. Der Chef hat gesagt, ja, ich spüre, dass meine Sprache kalt ist. Und dann wollten sie 2 Tage ins Kloster kommen, weil sie spüren, sie müssen dem nachgehen. Sie haben in ihren Leitlinien Integrität, Achtung des Menschen, Wertschätzung des Menschen, aber die Sprache ist anders. Und bei dieser Tagung haben vor allem die Frauen sehr ehrlich gesprochen. Wir haben große Worte in unseren Leitlinien, aber wenn ich die täglichen Mails anschaue, die haben eine ganz andere Sprache. Und da war eine Wandlung. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen anders, aber viele Firmen merken, wir können so nicht weitermachen. Mit dieser aggressiven, kalten Sprache schaffen wir ein Klima, mit dem keiner leben will. Die Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Entweder ein Haus, in dem die Menschen zu Hause sind, oder wo sie sich verschließen, weil es zu kalt ist. Und dann nützt die ganze Firma nichts. V veliko podjetjih vlada zelo hladen ton, ljudi se podcenjuje in zaničuje. Pred kratkim sem imel predavanje pred upravnim odborom podjetja Daimler in tam je predsednik upravnega odbora priznal, da tudi pri njih vlada takšen hladen ton.
v svojih vodilih imajo seveda napisano, da se ljudi spoštuje, da je njihova integriteta nedotakljiva, ampak predvsem ženske so bile zelo iskrene in so rekle, da se to v realnosti pogosto ne upošteva. In vedno znova opažam, da podjetja vidijo, da je treba to spremeniti, da ne sme vladati ta hladen, agresiven ton. Saj jezik lahko ustvari podjetje, kjer se ljudje počutijo kot doma ali pa kot v zaporu, torej zelo hladno. Jaz bi ga vprašal, kaj pa lahko naredimo mi ljudje, mali ljudje, za te stvari, proti temu hladu. Na eni strani pravijo, da smo pripravljeni zelo veliko narediti za denar, ampak nikoli, oziroma tako, da denar lahko zelo veliko naredi za nas, ampak nikoli toliko, koliko smo mi pripravljeni narediti za denar. In to se kaže na marsikakšni točki, recimo v tem, da si puščamo imati vse več neke svobode, da si puščamo konec koncev jemati plače, da si puščamo nižati svoje standarde, da postaja, kako bi rekel, življenje za zelo veliko ljudi vedno bolj črno, temno, težko, da pravzaprav v njem več ni prostora za smeh, za veselje, za neko srečo. Nas, kristjane, zelo velikrat tudi nekako verjamemo, da je prav, da nastavimo še drugo lice, da damo cesarju, kar je cesarjevka. In seveda, tisto, kar bi nas vprašal, je, kje vidite tukaj pa pravzaprav neko mejo? A moramo biti samo, recimo, pridni, se poskusati znajti, poskusati